Ekjran! Laat ons topranen en God kennenleren. Welkom mijn lieve vriend, welkom tot het programma ekjran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik heb hier vandaag met mij Dyck. Welkom hier. Dankeschön für diese Gelegenheit. So, Dyck, du warst al stout lang nicht mehr in ekjran geweest. Eine Zeit wirst du ziemlich verken en nu vandaag is het wel zo weit. So, Dyck, wir waren vor zum Thema angegangen en we waren vertellen. Du hast eine ziemlich starke Seite. En we willen vandaag krijgen van deze starke Seite reden. En dat is van Ordnung aan. So, ik geloof niet dat we dat Thema jemals in ekjran mal geredet haben. Ik wil een Geschichte vertellen. En dan kannst du dan anfangen. Wir haben einen kleinen Specker, ein kleines Stallchen, einen Stall mit wat Stufen angebaut. Und der wird al über ein Jahr verprallt. Und das ist nicht alle jink, das wird zum Schämen. Ich soll schämen mich. Bloß die Sache ist, ich reime den nicht ab, wenn ein ganz bestimmter Grund. Wenn du wieder rote bist, sehr viel, und wir kriegen die nicht fort. Wir versuchen mit Jeff und dann irgendwann kriegen wir Koten, nicht, dass die Koten Ratter sind. Also unsere Rote, nicht Koten nicht, unsere Koten sind da und die Rote sind fort. Nu kommt Jake und baut mich an, dass er alles reinmacht. Er hat wie früher am Fleisch, ich weiß nicht, was passiert, aber wir rennen durch, wir rennen in ordentliche Anstall. Meine Bereitschaft, das hängt alles so schmack ordentlich, dass es noch niemals hat. Und über das werden wir ein bisschen reden. So, Jake, kannst du mal anfangen? Sí, correct. Dus die zit gleich Ordnung intervieren. Einmal war er, wenn ich irgendwo geschafft habe, für ein Wirt, wo ich für arbeiten da. Schauen Sie, einmal war er so, wenn der wartet irgendwann an, dass ich gleich Ordnung intervieren und mich fragt hat, wenn der wir dort nicht anwartet, darf vielleicht ich wieder fühlen. Aber sie sagen so, das ist okay, wenn das nicht ganz so busig wiederkommt. Aber das macht ordentlich tun. Und dort ist es die jetzt meine Stärke sieht. Und so nu arbeite ich all über 3 Jahre in nicht Leben zurück. Und dort nehmen sich Kriegsraum. Wir haben keine neue Frau. Das kommt das einfach so, dass ich irgendwann war in der Depositusarbeit mit anderen Tauben und da war einfach Ordnung eingeführt. Und ich wurde über 100 Menschen deinen. Du warst noch mal ein bisschen arisch. Auch waren die alle die beste Physiken. Irgendwann dann weit Verdacht nicht mehr, wo ich alles habe. Und dann dort brach einfach. Immer war Ordnung. Und so ist es in uns Leben. Auch da, wo ich wohne auf einer Stadt, wo ich nicht die Einwohner von der Stadt. Aber wir wohnen da eigentlich in meiner Früh und wir passen ab nach der Stadt. Und krieg so, mein Ziel ist immer, ich will die Stadt besser hängen lassen, als das wir. Und ich probiere wirklich, dass das gut ist, groß nicht für was, aber alles, dass das Fan ist. Und so, das ist jetzt, das ist eine starke Seite, was ich habe. Und aber und wenn wir in Gott kijken, dann sehen wir auch, dass er ein ordentlicher Gott ist. Wenn wir kijken in 1. Mose, das erste Kapitel fängt damit an, von Ordnung. Ich muss Gott dort und dann dort und dann dort und alles hat eine Ordnung. Wie nicht bloß alle durcheinander. Und so hat sie auch ein Beispiel von Paulus, ja. Paulus, der sagt auch eine Stelle, dass er stellt Lehrers an, dass er alle andere Lehrers anstellen, an dass er soll Ordnung einführt, dat dat soll gut toegehen, dat dat soll fijn weichgestellt worden. Het kan niet plus irgendwo gedaan worden, dat soll richtig gemerkt worden. En dat is wo dat in de Bibel schaffen dat. Dus sogar een Bibelvers die zegt dat Krieg met deze Wied in 1. Korinther 14, vers 33
Wir wollen nun nicht sehr lange reden von in welchen Städten diese Bibel steht geschrieben ist. Dat ist geschrieben von einer Stadt, wo das ging wer prophetisch reden können, wer in Zungen reden können, so weiter und so weiter. Aber was du dann sagst, ist, Gott ist nicht ein Gott von Anordnung, aber von Frieden. So Gott ist nicht anordentlich, Gott die gleiche Ordnung. Er ist ein friedlicher Gott. Und dort ist seine Natur, dort ist, wo Gott so ist. Ja. Und ich glaube, wir als Christen können von dort lernen. En krijg zo dat zegt, God is nicht ein Gott von Anordnung, ein Gott von Frieden. Und das ist wirklich angreiflich, wenn einer einmal meid und möglich wird, wenn einer dann ist Ordnung schafft, dann hat einer wahre Mut. Wenn er ist der Abverstärkt ganz verprellt und Schwinsch fällt heute her und dann wasch mal ab und dann, oh, das ja frische Mut. So ist so ein Leben. Und ich weiß, für einige von uns ist es wirklich wichtig, dass wir uns sein. Ich will mal meine Stufe abbringen, ich will mal meine Schmier abbringen und omdat ich frisch Mut fühle. Und so, das ist dann alle materialisch geredet, das von Sachen, was wir hier auf dieser Welt haben. Und wir wollen aber nicht dabei bleiben, wir wollen auch geistlich kicken. Und ich glaube, mit ans Wort und an sie danken, schafft das Krieg so. Und ich will dort auch ein Bibelvers lesen. Der ist in Psalm 51, Vers 12. Schaff in mir ein reines Wort, o Gott, und gib mir einen neuen, feststehenden Yes. So, dieser fragt Gott nur ein reines Wort. Und dat Gott am een nieuwe yes geeft. En ik geloof einfach, dat het wichtig dat we Gott ans Wort übergeben. Dat hij dat herinneren kan en krijgt ze maar aan zijn gedanken. Wir haben vielleicht viele Gedanken, was nicht gut ist, was nicht reine Gedanken sind, was nicht ordentliche Gedanken sind. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gott dort übergeben, ans Wort übergeben und an die Gedanken übergeben und lassen, dass er dort reinigen kann. Vielleicht glaube ich dann, ja, dann wollen wir einmal reinmerken und dann haben wir es. Weil das ist eine Sache, was einer einmal sagt und dann Tag für Tag. Und kriegst du erst mit Gott, wenn er dann ans Wort arbeitet, dann wisst er vielleicht immer wahre Sachen, wo wir an arbeiten können, wo wir uns wo wir nach mit bisschen Ordnung merken. Zum Beispiel, ich habe mal als ein 10-jähriger Junge gestohlen. Ich habe das alles vergessen, aber irgendwann habe ich mir denken, das plagst du viel nach mit Rennen zu merken. Und dann kann ich mit dort abriemen und dort rennen ist. Und so bringt Gott einfach Sachen ab. Und so, ich denke, das ist wichtig, dass wir aufmerksam sind, was weiß Gott uns. Dass wir Antwort dort zu tun können, dass er uns reinmerken kann. Dat is interessant wat u zei, is dat wanneer ze in Station aanzet, dat wanneer de abwasch Fall ist, dass wir dann einmal anmutig waren und dass wir dann vielleicht diese Anordnung feilen, dass das uns raufrieten hat. Ich kenne mal einen Mensch, der, weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber Jahre zurück, der sagt, wo lässt die Geldtasche aus? Wie Männer haben, glaube ich, alle eine Geldtasche. Und da habe ich vielleicht die wichtigsten Dokumente bei ihnen, was Geld und so weiter. Und wo setzt ihr aus, dass die Papiere sind, die bloß alle neu Quatsch und dass das bloß alles unordentlich, oder hast du das Geld für eine Orden tun, dort alles in der Stadt haben, die Menschen, das ist mal so eine kleine Geldtasche. Ist die ordentlich oder nicht? Wenn die ordentlich wird, dann wird das Hort auch ordentlich, und wenn die Geldtasche unordentlich wird, dann wird das Hort auch so, das Spiel sich kreiswahrer. Ich kann nicht bei mir vestet sein, es ist ein vestet, wenn ich ohne Sachen unordentlich habe, dann einmal, das ist mein Leben, vielleicht das nicht ganz so soll sein, dann ich war irgendwie trinken. Aber dann war kein seine Stimme, doch nicht einmal. Nicht so, wenn sie Menschen kanaliert, bitte in der Geldtasche, in der Haus und alles wie so ordentlich, aber dann kriegst du in das Hortchen und du. Und dann haben wir ein Jugendlicher, was hier keine Check ist, dem ist all das nicht so wichtig, die Geldtaschen, all das ordentlich ist.
aber seine Gemeinschaft mit Gott. Sein Hort ist ordentlich. Wunderbar. Er ist ordentlich. Und so, wir können nicht eine Regel merken, du für alles nicht. So, wenn das von bitte sagt, dass bloß du kann Gott sein, es ist, wenn das bitte alles rein ist oder so. Ich glaube, das können wir nicht so groß irgendwas drin sagen, aber wir können vielleicht alle am besten arbeiten an das. Sie wirst nachher einen Bibeltext lesen, nicht so? Ja, so die würde ich sagen, dass besonders auch, so sei ordentlich sein, vielleicht ein bisschen aufluten und auch dann noch kicken, dass wir nicht vergessen von Gott. Das passiert auch. Ja, wenn die das immer so abnennst, dann erkennen welche Menschen, wo sie sehr Ordnung gleichen, oder wo der Reinmerke gleichen so, die eine Frau sieht mir, sie können einfach meist nicht mal ein Leben uniten. Wenn einer, sie mit Freunden haben und sie haben Kaffee getrunken, und sie sollten alle am Tag spezielle Sicherheit, aber nu wieder die Kaffeegläser gerissen am Tag, sie können einfach nicht bloß da bleiben und bloß vertalen. Und die Kaffels zu lassen bei den Freunden weiterführen. Sie muss einfach, wenn das Kaffeeglas, Kaffel einmalig wird, muss er Abstand nehmen und abwaschen. Also sie ist so gebunden an dort. Ja. Und sie sagt, sie können das nicht uniten. Und ich glaube, das habe ich ans Lehren, dass wir loslassen. Nicht so? Ja. Alles hat Grenzen, nicht so? Ich habe doch einen Freund, einer kann wirklich nicht von seinen, er kann nicht mal Ja sagen, wenn du seine Dinge antwortest, und irgendwann, wenn es handstellen, dann drehen meist durch, nicht so? Wenn es wie so ordentlich. Und, aber dass wir alten, was übertrieben nicht geworden, nicht so? Er kann nicht sich selbst mehr uniten. Sie, krijgt das auch sieht, das ist für mich, das weiß ich noch mal so, ich mag mir das wirklich sein, ich nehme mir Zeit, damit Gott Gemeinschaft haben, ich nehme die Zeit zum Gott anbeten, und ich kicke nicht bloß, was nach viel zu ordentlichen. Es ist wichtig, dass ich mir das selbst sage, wenn es, dass die sagt, als von der Messe eine Übung hat, was, ich nur meine Sachen, dass es ordentlich ist, und verjährt von das, was Wichtigste ist, von Gott. Verjährt von der Ordnung da. So, und dort möchte ich auch mit dir sagen, Ordnung zwischen mir und Gott ist wichtiger als materialische Ordnung. Und Philippa, Kapitel 4, Vers 4 sagt das, Fredkind immer in Herrn. Und ich sage Ihnen noch einmal, Fredkind. So, das ist wichtig, dass wir uns in dem Herrn freuen. Für die, was das vielleicht schwanger scheint, um hieß Ordnung zu haben, ich muss merken, Riem ab, schaff Ordnung, dann wirst du antworten, dass die freien kannst im Herrn. Was waren das? Eine Deel merkt für frei. Und für die, was dann so echt sind, was so Ordnung gleichen, weil wir uns weil wir das mit auflöten davon. Und weil wir uns Zeit nehmen, um uns frei das Leben uniten. Und das ist viel besser, das Leben mit Gott uniten, als immer in der Reinheit haben. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ansprechen, Prima. Da ist uns sehr viel Lied, alle rote geracht, dann haben wir die Rüte gewaschen. Und wir haben einen Specker, wo die Hummer zu Finger essen, wo alles auf der Rechte steht. Aber so ist die Sache. Mit Gott der Ordnung, das ist viel, viel wichtiger. Ich möchte die Gott sehen, Menschen, wenn die das Programm geholfen haben, teilt mit deinen Freunden. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Ekjran wird in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekjran@gmail.com.